Liebe Leute, hallo! Es geht los mit dem zweiten Tempel von The Legend of Zelda Majora's Mask. Der Snowhead-Tempel lässt nicht mehr auf sich warten. It's a white bow. Just come down and attack it. Yeah. There are just a lot of them, okay? Okay. Sollst du einfach raufdreschen oder wie oder weit? Hat ja schon mal gut funktioniert. Okay. Ich habe die Zeit nochmal frisch resettet. This is kind of big. It's gonna take more than average strength to move this thing. Ja, also... Es braucht halt einen Geronen, ne? Ich meine, ohne die Fähigkeit geht, dann wir sowieso nicht hierher kämen. Nein. Sag jetzt nicht, dass ich nun mal das heiße Wasser brauche. Weil dann kennst du mir mal sowas von. Das können die doch nicht bringen, oder? Das muss doch wenn dann im Tempel selber sein, oder? So, hier haben wir natürlich eine verschlossene Tür. Es gibt wieder Keys. Okay, also das ist der einzige Weg, der offen ist. Ich habe mich vorher nicht ausgerüstet. Das heißt, ich habe weder Pfeile noch keine Ahnung was. Also schauen wir mal. Da unten ist schon mal die erste Fee. Okay, Taddle, was willst du? At slippery places like this, you can curl up as a Goron and roll your way across. Why don't you try it? Aha. Aha. Okay, das wäre jetzt natürlich wieder tricky, die ganzen Feen zu sammeln. Oi. Grrr. Na toll. Na klasse. Ist er wieder super. Ah, okay, na perfekt, ich krieg kein Damage so. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, gib mir vielleicht mal Ohrenpfeil oder so. War vielleicht echt nicht schlecht. Nur ein Pfeil würde alles ändern. Kann man nicht mit dem Pfeilen die Feen befreien? Das war doch so, oder? Wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja, okay, dann brauche ich einfach wieder mehr Anlauf. Okay, die Lava ist auf jeden Fall nicht so böse wie sonst. Brauche ich ja noch mehr Anlauf, oder? Mensch, Leute, das kann nicht am Anfang schon direkt so losgehen im Tempel. So nämlich. So, da unten ist auch wieder eine Fee. Könnte das Ding jetzt kaputt hauen? Don't tell me you don't know about the freeze art. Na du, ich kenne dich schon. Pfeile! Yes, okay. Und dich konnte ich nicht zerhauen, ja, das war ja so ein Ding wieder. Okay. Aber Pfeile sind schon mal gut. Oh, 10 Stück sogar. Das ist sogar noch besser. Dann schießt du vielleicht von hier das Ding auf, oder? Zack. Okay, anscheinend bringt das nicht so viel. Okay, sie sind dadurch befreit, aber mehr halt auch irgendwie nicht.
Und jetzt? Soll ich einfach runterspringen mal? Ja, was du. Ich try's jetzt einfach. Funktioniert nicht. Koronenmaske. Was ich bräuchte, wahrscheinlich erstmal direkt Karte, ne? So, du kommst mal her. Wie viel haben wir? Ja, die erste, ja. Und wie viel gibt's? Willst du mir sagen, wie viel es gibt? Die Karte, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah. Der Kollege macht Bumm. Stimmt ja. Lass das. Okay, hier gibt es einfach so random Rubine. Wieso auch immer. Und das war der ganze Raum, actually. Oben geht's weiter. Da ist ein Auge, das wir anschießen müssen. Oh, Backe. Leute, ich glaube, das kann nur interessant werden. Vor allem nervt mir das, dass diese Feen hier einfach schon wieder nicht so erreichbar sind. Mann, ey. Okay, wieder ein paar Pfeile. Was ist hier los? Gott. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Well, das ist ein großer Dungeon. Wenn ich mal so sagen darf. Okay, hier sind wir ganz unten. Graben uns mal ein bisschen Stuff, wenn vielleicht mal was dabei rumkommen würde. Bomben, okay, Pfeile, gut. Aha, diese Scheißgegner. Eine Fee. Okay, wir haben noch eine Fee. Hier ist sonst nix. Kann ich hier so einen Kronenpress machen? Vielleicht. Nein. Hier ist auf jeden Fall auch noch mehr. Da kann ich einen Kronenpress machen, oder? Ah, ich brauche nicht mehr die Press machen. Ich finde das geil, dass nie erwähnt wurde, dass ich irgendwie als Corona komplett über Lava gehen kann. Aber ich mach's jetzt einfach. Und ihr kennt's mir alle mal kreuzweise. Oh, oh, oh. Ah. Eine Vieh. Eine Stray Fairy. Mhm. Hier brauchen wir wieder heißes Wasser. Das ist natürlich sehr, sehr geil mit einer Flasche nur. Hier links sind wir hergekommen. Oder kann ich mit die Pfeile jetzt das Eis zerschmelzen? Vielleicht kriegen wir ja Feuerpfeile in dem Dungeon. Aber hier, ich meine... Das schaut so aus, als kann die jetzt... Warte mal, ich gehe vielleicht zuerst mit da entlang, wo ich definitiv schon lang kann. Schaut aber so aus, als könnten wir unsere Pfeile entzünden. Okay. Und damit das Eis schmelzen. Okay, wir haben wieder ein kleines Schieberätselein. Wenn man das denn so nennen kann. Okay, erstmal eine Kiste. Einen Schlüssel. Okay, wir können die erste Tür im Prinzip aufmachen.
Und ich denke, das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir das einfach da noch vorne schirmen, oder? Schaut doch ziemlich passabel aus, oder? Oh ja. Tatsache. Und wir kriegen sogar eine Kiste da oben. Dann ist es sogar mehr als richtig. Perfekt. Alles richtig gemacht. Es schaut sehr gut aus. Okay, dann versuchen wir jetzt meine Theorie. Ja, okay. Funktioniert. Oh Gott, ey, ich hoffe nicht, dass dann wieder irgend so eine Scheißdinger kämen wie mit dem Karussell fahren und dann im richtigen Moment durch ein Feuer durchschießen und hinten irgendwo das Eis treffen. Das war schon, boah, krass. Aber ey, das ist der, wir sind wieder im Anfangsbereich. Und hier sind wir rausgekommen jetzt. Okay. Dann haben wir bisher keine andere Möglichkeit gehabt. Das ist also noch linear. Es wirkt zwar nicht so. Ist der im Eis? Nein, natürlich nicht. Also die sind am Rücken sind die One-Hit auf jeden Fall. Übertreib doch nicht mit deinem Schrei. Das ist nur ein bisschen Eis. Ja, ich weiß, das werde mir so kalt am Sack, aber... Kompass, oder? Ja. Okay. Haben wir aber wirklich nicht verpassen können. Nummer ein Volvos. Bam! Boah, der Feuerpunch ist so mächtig. Jetzt müssen wir aber mal schauen, wie wir weiterkommen. Okay, da drüben ist eine Wand, die hoffentlich zerstört werden will. Nein. Aber hier sind noch überall Fackeln, die uns noch nichts nützen. Können wir die Kiste da oben kaputt machen? Dann eben mit Bomben oder so. Oder kann ich gleich die Wand mit Bomben kaputt machen? Aber eigentlich haben die die gleiche Wirkung wie der Punch. Nein. Aha. Okay, es wird immer suggeriert, dass wir mit dem Punch den Damage machen wie mit einer Bombe. Aber irgendwie, ja, haben die jetzt einfach hops genommen. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Schneeball. Werfen. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier als Gerone hoch? Nein. Ja, sag mal. Ah! Wie wär's, wenn jemand durch hier schießt? Jawoll. Okay, so können wir es natürlich auch machen. Das ist natürlich smart. Ey, yo. Bleib oben. Ich habe den Bogen ausgerüstet. Keine Ahnung, warum du hier einfach nur dumm in der Gegend rumschaust. Nimm den Bogen, genau. Brauchen ja mal 2 Schüsse. Bam, bam. War immer viel zu schnell fürs Game. Oh, hier gibt's aber 20 Rupees immer. Das ist natürlich saftig. Mhm. Alter, diese Trick-Jumps. Sollen wir den holen? Ja, den holen wir. Crazy. Linky Boy hat wirklich einiges dazu gelernt. Mit diesen Moves, mit diesen Jumps, also wirklich. Das hätte ich niemals gedacht, dass die so eine krasse Änderung machen. Im Vergleich zur Ocarina of Time. Einfach eine Sprunganimation hinzugefügt. Also eine Extended-Variante im Prinzip. So, dann hauen wir hier diesen
kaputt und da ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Ja, sowas gibt's Sidestocks nimmer so oft bei Nintendo, ne? Da wird die gleiche Engine verwendet. Aber... Ach ja, keine Ahnung. Marco, so viel Sachen über Nintendo momentan sagen. Nein, jetzt aus damit, raus damit. Ob sie sich überhaupt eine Mühe geben für ihre Games oder ob alles mittlerweile nur ein easy Cash Grab ist oder so. Weil die Nintendo-Fanboys kaufen sowieso alles. Was absolut nicht stimmt, weil... Alter, ist es lang her, dass ich mir das letzte Mal was gekauft habe. Ist es einfach nicht. What? You think you can push down something this big just by standing on top of it? You're going to have to find some way to pound it down. Ja, gut. Das sind die easiesten Sachen, erklärst du mir wieder, oder? Ne, diese Vermutung habe ich ja schon mal gehabt. Gehen wir einfach mal rüber, oder? Ja. Geiler Jump, Mann. Bam! Wait, haben die mir gerade den Weg da versperrt? Muss ich die jetzt eigentlich killen da unten? Machen wir hier nur mehr einen Pound. Nichts passiert. Aber ich habe mir doch hier gerade den Weg versperrt, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Ah, na! Oh, das ist ja Scheuter da drüben. Sorry. Bong. Wie jetzt? Hä? Da passiert doch gar nichts. Also bevor ich hier jetzt weitermache. Mir ist gerade aufgefallen. Ich habe ja diese Fairy Mask. Oh Gott, schaut das dumm aus. Oh shit. Deswegen muss ich nur mal ein bisschen an den Anfang gehen kurz. Ich konnte die ja hier freischießen. Halt dein Maul. Bumm. Jetzt komm her. Oh mein Gott. Ey, Leute, die kämen einfach her. Die kommen einfach her mit der Fairy Mask. Oh Gott, es ist schon viel zu lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und die kämen tatsächlich her. Krass. Oh, das macht's ja so viel leichter. Danke nochmal für den Tipp, ne, im Live-Chat. Ich glaube, das war Xenocross, oder? Von dem war der Tipp. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich habe die ganze Zeit gewusst, da ist irgendwas faul. Mit dieser... Aua. Mit diesem Teil... Mit diesem vereisten Schneeboden, ja. Alles klar, was ist denn hier drin? Eine Fee, okay, okay. Echt nicht schlecht, ich glaube, wir sind sehr gut dabei. Aber ich weiß immer noch nicht, wie es hier weitergeht. Ne. Ne, verarsch mich nicht. Alter. Ist das denn kackernst? Alter.
Man muss richtig aufpassen. Du siehst ja immer diese komischen Einkerbungen und du denkst dir, ja, das kann ja sein, dass das einfach... Alter. Dass das einfach irgendwie vom N64 geschuldet ist, dass die Grafik manchmal einfach nicht so gut ist und keine Ahnung was, aber nein! Das ist gewollt so. Und ab hier wäre es ja wirklich schwierig, weil das Auge der Wahrheit ist anstrengend. Du musst es eigentlich durchgehend immer benutzen und schauen, wo irgendwas sein könnte. Ah, okay. So funktioniert's, okay. Hier kämen wir nämlich trotzdem nach oben. Und so kämen wir weiter. Alles klar. Dankeschön. Okay, somit sind wir eine Ebene weiter oben. Terrell, wo schaust du da hier? Oh nein, wir müssen rollen. Ja, es ist ja meine liebste Aufgabe. Ja, aber warte mal. Ach nee, okay, gut. Ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Und... Ja. Geschafft. Wait a minute. Oh nein, ich muss hier auch entlang. Oh boy. Uff. Ja, Leute, ist ja wirklich super einfach als. Die Steuerung macht da mit. Ey, da oben ist schon wieder so eine Einkerbung. Oh mein Gott, das ist ja... Alter Schwede. Oh mein Gott. Ja, da muss ich mal nochmal schauen, wie man da am besten hinkommt. Oh boy. Okay. Das wäre geschafft. Oh, jetzt können wir sicher irgendwas noch freischießen. Aber vielleicht schau ich doch erstmal, was hier ist. Aha. Jetzt sind wir hier. Was ist, wenn ich die kaputt mache? Okay, erstmal nix. Aber hier ist nirgends Feuer. Von da oben kommen wir noch. Okay, mal. Na, wait. Oh mein Gott. Alles klar. Das ist wirklich krass. Du musst dich immer überall umschauen. Okay, das geht erstaunlich gut. Oh mein Gott. Yes! Bist du eine Fee? Ja. Die 7. Ich weiß immer noch nicht, wie viel das gibt. Oh na! Bist du ein Larry, ey. Das war so klar. Das war so klar. Das war vorhersehbar. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben mittlerweile einen guten Eindruck vom Snowhead Temple bekommen und wie es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Folge. Ihr findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.